Da sind wir all wieder mit der 17. Folge von Platt to go unser Slöde Plattshow. So, wir sind hier im Bühnenbild von Offline für ein Abend. Das ist die Spielzeiteröffnungspremiere hier im Unseuchtheater. Offline für ein Abend, offline für einen Abend. Und in diesem Bühnenbild, das ist das Möbelhaus Ahoi Möbel. Das hat nämlich gerade 75-jähriges Betriebsjubiläum. Da kommen aus diesem Lüftungsschacht Debbie und Carla raus. Debbie und Carla arbeiten hier und die brechen hier ein in das Büro vom Chef. Warum? Verrate ich jetzt noch nicht. Sie werden sich vielleicht noch wünschen, hier nicht eingebrochen zu sein, denn es gibt hier allerlei unsorgmäßige Turbulenzen, Verwechslungen. Und darum gibt es in diesem Bühnenbild neben diesem Lüftungsschacht natürlich auch noch weitere Türen, die auf und zugehen können und überhaupt allerlei Chaos, das man jetzt noch nicht sieht, aber das entstehen wird. Und wir wollen jetzt mal gucken, mal wieder, wie das Plattdeutsch aussieht. Und machen das genau wie beim letzten Stück. Wir gehen mal so ein bisschen in die erste Seite, in die erste Szene, in die erste Minute rein, damit wir schon mal so einen Vorsprung haben. Habt ihr euch schon mal reingehört? Und wenn ihr hier im Unseuchtheater sitzt, dann sagt ihr direkt, ach, das habe ich doch schon gehört, das kenne ich schon, und dann versteht ihr alles. Also, Crashkurs. Also, unsere Idee ist ja, wie gesagt, dass wir euch so ein bisschen in die plattdeutsche Sprache reinholen. Die nicht sonst schon die ganze Serie geguckt haben, das ist heute wieder eine Spezialfolge zu unserem aktuellen Stück. Und was wir da machen? Wir gucken in das Stück zusammen rein. Ich nehme euch mal so ein bisschen an die Hand. So geht's los. Wirklich bin. Über die Vierräder, der den Lüftungsschacht, as in düssen Hollywood-Film mit Mel Gibson und düsse Blondine. Das Büro von Chef. Hier kommst du normalerweise bloß einmal rein, wie das Vorstellungsgespräch. Oder zweimal, wie das Vorstellungsgespräch und wie die Kündigung. Alles verstanden? Wir gucken nochmal zusammen rein. Debbie sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sind wirklich bin. Wie sind wirklich bin. Wir sind wirklich drinnen, binnen, Binnenschifffahrt, Binnen und Buden, drinnen und draußen, Binnengewässer. Binnen heißt plattdeutsch innen, drinnen. Ne? Kann man, glaube ich, verstehen. Carla antwortet, über die Fürleder, über die Feuerleiter. Für Feuer, dür, teuer. Anhüren, anheuern. Für Leder, über die Feuerleiter, dür den Lüftungsschacht. Lüftungsschacht ist ein hochdeutsches Fremdwort, brauchen wir nichts zu sagen. As in düssen Hollywood-Film mit Mel Gibson und düsse Blondine. Habt ihr alles verstanden, ne? Ich merke schon, ich sag gar nichts mehr. Debbie fährt weiter fort. Das Büro von Chef. Hier kümmst du normalerweise bloß einmal rein. Hier kümmst du normalerweise bloß einmal rein. Auch klar, ne? Kümmst, alte deutsche Form, man kömmt. Heute sagen wir man kommt, früher man kömmt. Im Plattdeutschen gibt es noch kümmt. Du kümmst, hey kümmt. Hier kümmst du normalerweise bloß einmal rein, nämlich bietet Vorstellungsgespräch, sagt sie. Vorstellungsgespräch ist nicht im eigentlichen Sinne ein plattdeutsches Wort, sondern Vorstellungsgespräch ist halt ein hochdeutsches Wort. Manchmal lässt man die komplett Hochdeutsch auf Plattdeutsch, manchmal kommen so Vorsilben, die rutschen einem da ins Plattdeutsche und man stolpert über den Spitzenstein, da wird das so halb platt, aber nicht so richtig. Ne? Das ist so wie wenn Deutsche englische Wörter aussprechen und sagen dann halt nicht Faver, sondern Faser oder so, weil sie das eben so deutsch aussprechen und manchmal sprechen Plattdeutsche, hochdeutsche Wörter auch dann so ein bisschen Plattdeutsch aus. Darum Vorstellungsgespräch und bitte Kündigung. Ist das nicht unbannig illegal, was wir hier machen? Debbie fragt, jetzt wird's schön, ist das nicht unbannig illegal, was wir hier mogt?
ist das nicht unbannig illegal? Illegal ist, glaube ich, klar, was wir hier mogt. Unbannig. Bannig kennen wir vielleicht. Bannig heißt einfach ziemlich, toll, ungeheuer, echt, also echt illegal, richtig sehr illegal, ungeheuer illegal. Bannig, unbannig ist jetzt aber nicht das Gegenteil von bannig, sondern eine Steigerung. Also unbannig, nicht nur bannig, sondern unbannig, illegal, was wir hier mogt. Die Platt2Go schon länger verfolgen, kennen das schon. Wir kommen jetzt kurz zur Grammatik. Wir machen nicht viel Grammatik, keine Angst. Konjugation der Verben kennen wir aus dem Deutschen. Ne? Ganz einfach. Wie geht das? Wir nehmen mal machen, ich mache und in der Umgangssprache lassen wir das gerne weg. Ich mach mal. Ich mach, du machst, er, sie, es macht. Wir machen, ihr macht, sie machen. Kinderleicht. Ne? Auf Plattdeutsch ist das eigentlich fast genauso. Ich mache. Ich mog, du mogst, hey seht dat, mogt. Soweit alles gleich. Und dann wir machen, wie moken. Könnte man denken, aber es ist wie mogt, ji mogt, sei mogt. Wir machen, ihr macht, sie machen, wie mogt, i mogt, sie mogt. Dreimal Plural auf t im Plattdeutschen. Im Umgangsplattdeutschen bei den Ostfriesen oder so, da gehen die auch analog zum Hochdeutschen mal auf wie morken. Machen wir auf der Bühne aber nicht. Wir sind ja ein Kulturinstitut, wir pflegen ein schönes Bühnenplatt. Ja? Deshalb wie mogt. Und wir kennen auch mog wie mogt dat. Wir machen das. Ne? Das ist also dieser T-Plural. Ist das nicht unbannig illegal, was wir hier mogt? Was wir hier machen? Das ist so eine kleine plattdeutsche Besonderheit. Dann geht's weiter. Wow, was für ein dickdorschen Schrifttisch. Oh. Na, Brunkhorst kann's hier sofort kriegen. So, nun komm, uns Motto-Party fängt nix an. Carla sagt, wat für ein dickdauerschen Schrifttisch. Wat für ein dickdauerschen Schrifttisch. Der Schrifttisch, der Schreibtisch. Was für ein dickdauerscher Schreibtisch. Dickdom, sich dick tun mit etwas, also angeben. Was für ein Angeberschreibtisch. Im Original dieses Stückes, das auf Hochdeutsch geschrieben wurde, steht nämlich auch, was für ein Angeberschreibtisch. Wer hat es übersetzt? Ich. Ich habe dieses Stück übersetzt. Das ist ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, da können wir doch mal ein schönes plattdeutsches Wort einführen. Wir hätten natürlich auch sagen können, was für ein Angeberschrifttisch, ist aber nicht so schön plattdeutsch, aber man versteht's. Sig Dikton ist ein schöneres plattdeutsches Wort für angeben. Wenn Brunkhorst uns hier fortkriegt, das ist auch spannend. Wenn Brunkhorst, so heißt der Chef, uns hier fortkriegt. Fort kommt von forten, fassen. Also wenn er uns hier, auf Deutsch würden wir sagen, zu fassen kriegt. Und deshalb sagen auch viele aus Versehen auf Plattdeutsch, wenn Brunkhorst uns hier to fort kriegt, weil wir ans Hochdeutsche denken, zu fassen. Das plattdeutsche Bild ist grammatikalisch aber anders. Wenn Brunkhorst uns hier gefasst kriegt, es ist ein Partizip, er kriegt uns hier fort, gefasst und nicht zu fassen. Deshalb ist eine andere Form, kein N. Nicht, wenn Brunkhorst uns hier to fort kriegt oder to forten, sondern uns hier fort kriegt. Er kriegt uns hier gefasst. Oha. So, nu komm, jetzt komm, uns Motto-Party fängt Glicks an. Alles klar. Wie schall denn das die ganze Aktion? Oh, Debbie, es hat all vergeten. Wie will denn der Trüch betonen? Was denn? Brunkhorst hat Gabi und mich in Inferno schickt. Und Sicherheit schön. Ja, in Inferno. Was schall denn diese ganze Aktion? Ist auch alles verständlich. Aktion, schöne plattdeutsche Endung. Aktion, Reaktion, Funktion, Revolution. Das ist plattdeutsch. Hast du das all vergeten? Hast du das schon vergessen? Wie wollt ihm das Trüch betonen? Wir wollen ihm das zurückbezahlen. Wir haben es schon gehört. Betonen, forten. Da ist dieses schöne O im Plattdeutschen, wie im Englischen Water. Das dunkle O gibt es im Plattdeutschen. Es gibt auch ein helles A, das kurze A, wie in wat schall, denn diese ganze Aktion. Nicht nur das O, die gibt es beide, haben wir auch schon mal am Ohr. Brunkhorst hat Gabi und mich in Inferno schickt. Brunkhorst hat Gabi und mich in Inferno schickt. On Sicherheitsscheu. On ohne Sicherheitsschuhe. Und als wiegt still. Nehmt das einfach so hin. Die sind ja nicht tot. Und alles wiegt still. Und alle schweigen still.
All holt sie den Mund, holt sie das Maul auf Plattdeutsch. Swiecht still ist ein wunderschöner Ausdruck. Du kannst auch sagen, hol den Zwiech still. Halt deinen Schweig still. Also, halt den Mund. Nehmt das einfach so hin. Nehmen das einfach so hin. Einfach. Da sind wir bei den plattdeutschen Zahlen schon so indirekt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ei ist auch ein so schöner plattdeutscher Laut wie das O. Ist ein Doppellaut. Ei. Ne? Ei korrespondiert häufig mit Ei. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ist doch ganz einfach. Ist doch ganz einfach. Je sind ja nicht tot. Je sind ja nicht tot. Ihr, je, verwandt mit dem englischen you oder dem niederländischen jai, sind ja nicht tot. Ihr seid ja nicht tot. Und bei tot haben wir auch nochmal einerseits das schöne O im Plattdeutschen, so wie bei graut, seut, beut, deut, ne? Anstelle eines klaren O's im Hochdeutschen, und dot mit d. Im Englischen auch dead, tot Hochdeutsch. Das ist die plattdeutsche Lautverschiebung, die hochdeutsche vielmehr. Es gibt so ein paar Laute im Plattdeutschen und Hochdeutschen, die sind quasi ausgetauscht. Da hat das Deutsche sich zum Hochdeutschen verändert und ein paar Laute verschoben. Unter anderem das D zum T. Aus dot wurde tot. Hier, das Bild hat Gabi mir vorhin und Krankenhaus schickt. Oh Gott, der sieht ja grässig aus. Das Bild hat Gabi mir vorhin ut Krankenhus schickt. Dieses Bild hat Gabi mir vorhin aus dem Krankenhaus geschickt. Nächstes Phänomen da drin. Ut Krankenhus. Aus dem Krankenhaus. Au und U korrespondieren. Ut, aus. Hus, Haus. Maus ist die Mus. Die Laus ist die Lus. 2 Mäuse sind 2 Müs. 3 Läuse sind 3 Lüs. Ü, Mäuse, Müs. Feuer, für, hatten wir vorhin schon. Eu, Ü. Gehört zusammen, ne? Letzter Absatz, den wir uns zusammen angucken. Dann seid ihr, glaube ich, gut in der Materie. Carla imitiert jetzt mal ihren Chef. Wenn an der Kasse nichts zu tun ist und sie sich bloß den Moorsplatz eben dort, den können sie auch mithelfen und der Rattanmöbel von LKW afladen. Wie an der Kasse darf ich nicht utbildlich ins Watt aftoladen. Ich hab natürlich nie gesagt. Man Gabi, wer da fehlt und nett und hätt dat mogt. Wenn an der Kassen nichts zu tun ist und sie sich bloß den Moorsplatz sitten dort, dann können sie auch mithelfen und die Rattanmöbel von den LKW mit afladen. Langer Satz. Wenn an der Kassen nichts zu tun ist, wenn an den Kassen nichts zu tun ist, don't tun. Dot tot, don't tun. O-U. To tun ist. To ist ein bisschen wie im Englischen, ne? To do. To tun ist. Und sie sich bloß den Moorsplatz sitten dort. Den Moors, mit dem bin ich eben zuerst da oben rausgekommen. Wenn sie sich bloß den Moorsplatz sitten dort wieder tun und der Plural auf T. Ist das nicht unbeinig illegal, was wir hier mogt? Wenn sie sich bloß den Moorsplatz sitten dort, also wenn sie sich bloß den Moorsplatz sitzen tun, dann könnt, Plural auf T, dann können sie auch mithelfen und die Rattanmöbel von den LKW mit afladen. Oh, abladen, afladen. Wie an der Kasse sind doch gar nicht für Ut-Bild. Wir an der Kasse sind da nicht für ausgebildet. Ut-Bild. Das G gibt es im Plattdeutschen nicht. Nicht gebildet, gesagt, getan, sondern secht dorn. Ich hef das secht, ich habe das gesagt. Kein G. Wir sind doch nicht für Ut-Bild, wir sind da nicht für ausgebildet. Jichens wat aftoladen, irgendwas abzuladen. Jichens wat, irgendwas. Jichens ein, irgendeiner. Klar, ne? Jichens wenn, irgendwann. Ich hef natürlich nie secht. Ich habe natürlich nein gesagt. Secht ohne Ge. Man Gabi wär mo wieder viel zu nett und hätt dat mogt. Aber Gabi war mal wieder viel zu nett und hat das gemacht. Mogt. Wenn an der Kasse nichts zu tun ist und sie sich bloß den Moorsplatz eben dort, den können sie auch mithelfen und der Rattanmöbel von LKW afladen. Wie an der Kasse darf ich nicht utbildlich ins Watt aftoladen. Ich hab natürlich nie gesagt. Man Gabi, wer da fehlt und nett und hätt dat mogt. So, das war die erste Szene.
Wer das jetzt weiter vertiefen will, das ist jetzt nur so ein kleines Ohren-Eintunen, damit man gut im Stück sitzt, der kann gerne nochmal die früheren Folgen von Platt to go gucken, insbesondere Folge 15. Das war die Folge direkt davor, da haben wir das letzte Ohnsorg-Stück angeguckt, Lord uns Fründen blieben. Und da gucken wir genau wie heute auch nochmal in lauter Sachen nochmal vertiefend rein. Das können wir jetzt nicht jede Folge immer machen, sonst wird es langweilig. Ne? Also gerne nochmal in Folge 15 reinluschern. Da habt ihr alles das nochmal ein bisschen ausführlicher, was wir gerade kurz angeguckt haben. Und ansonsten, wenn ihr richtig viel Zeit habt zu Hause, guckt die früheren Folgen rein. Da erklären wir nochmal, was Plattdeutsch ist, wo das herkommt und lauter andere Kleinigkeiten zu dem Thema. Und es gibt auch einfach mehr Plattdeutsch zu hören auf die Ohren, damit ihr euch noch besser einhören könnt für die schöne Vorstellung hier. Zum Thema Übersetzen. Ich habe ja gesagt, dieses Stück habe mal ich übersetzt. Ist vielleicht auch nochmal interessant zu sagen. Ich habe ja schon gesagt, Thema Vorstellungsgespräch. Wie übersetze ich das jetzt? Was heißt denn Vorstellungsgespräch auf Plattdeutsch? Vorstellungsgespräch heißt Vorstellungsgespräch. Ich muss nicht für jedes hochdeutsche Wort in einem plattdeutschen Stück ein plattdeutsches Wort finden. Wenn ich ein deutsches Stück habe, dann kommen da ja auch mal Wörter drin vor wie Meeting, Power, Handy und so weiter, Internet, Browser. Das sagen wir einfach auf Englisch, auf Deutsch. Da muss ich nicht plötzlich in einem deutschen Theaterstück dafür deutsche Wörter finden. Genauso sagen wir auf Plattdeutsch auch, sag ich mal, hast du mein Handy sehen? Ich habe mein Handy NRWings Händlecht. Wo ist denn das nu? Wir sagen nicht, hast du mein Ackersnacker sehen oder mein Pleachphone oder so? Wir sagen einfach Handy. Ne? Und wir sagen auch Laptop und nicht Klappregner. Klappregner ist ein total tolles Wort, ist vollkommen in Ordnung. Genauso wie Rückelbusch und Slaggermaschü, das Thema hatten wir auch schon in früheren Folgen. Aber es ist nicht das einzige Wort, das wir haben. Und der Unterschied beim Übersetzen ist jetzt, das ist meine Meinung dazu, aber kann man ja mal in den Raum stellen. Es ist ein Unterschied, ob ihr oder ich einen plattdeutschen Brief schreibt oder einen plattdeutschen Zeitungsartikel, dann schreibt ihr das ja als ihr selber, in eurem Stil. Und wenn ihr sagt, ich sag Rückelbusch, ich sag Pleachphone, dann macht ihr das. Aber wenn ich ein Theaterstück übersetze, dann spreche da ja nicht ich in dem Stück, da sprechen Figuren. Und die sind auch alle unterschiedlich. Und jeder Mensch spricht unterschiedlich und jede Figur spricht unterschiedlich. Das heißt, man sollte vielleicht versuchen zu überlegen, würde die Figur jetzt Handy sagen oder Pleachphone oder Ackersnacker, würde sie Slaggermaschü sagen oder Slachraum. Welches Wort passt zur Figur, zur Situation, zum Beruf der Figur, dazu wie schlau die Figur ist oder wie alt oder wie jung. Das spielt alles mit rein. Kommen die alle aus dem gleichen Dorf überhaupt in dem Stück? Spricht vielleicht einer auch ein bisschen anderes Platt? All das kann damit reinspielen. Und deshalb ist es auch vollkommen klar, dass ihr, wenn ihr ins Ohnsorg-Theater geht, hier nicht immer dieselben Wörter hört. In jedem Stück, von jedem Übersetzer und auch nicht von jeder Figur im gleichen Stück. Weil das ja alles Menschen sind. Und genauso wie ihr Leute kennt, die ein anderes Hochdeutsch sprechen als ihr und andere Wörter benutzen, benutzen auch die Figuren in einem Theaterstück alle ihre eigenen Wörter. Trotzdem muss die ein Übersetzer vorher gefunden haben. Unser plattdeutsches Fundstück liegt diesmal sicher im Safe verstaut. Das ist nämlich das Fahrzeug von Garten- und Landschaftsbau, Erd- und Tiefbau GmbH und der Firmenname ist von einem Bäumchen verdeckt. Aber wir machen ja auch keine Werbung. Da steht nämlich drauf: Wat mut, dat mut. Ja, so ist das. So, ich hoffe, ihr seid jetzt bombig, unbannig gut vorbereitet für den Vorstellungsbesuch im Ohnsorg-Theater. Wir sehen uns ansonsten auch gerne bei Folge 18 von Platt to go demnächst. Und bis dahin, wenn ihr Fragen habt zum Plattdeutschen, dann schickt sie uns gerne über Social Media, E-Mail ans Ohnsorg-Theater, wie auch immer. Und auch plattdeutsche Fundstücke, wenn ihr irgendwo was findet, wo Plattdeutsch draufsteht, immer her damit. Wir freuen uns. Und ja, bis Anamol. Tschüssing und holt you fuchtig.
Dip, 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 dip.